Sonne, Mond und Sterne, zünd mir hell in die Nacht, zünd mir hell in die Nacht. Ich geh auf meine Laterne, Laterne, Laterne. Sonne, Oh, Mond Sophie, wann können wir endlich mal duschen? Ich gebe dir die Laterne und du mir die Taschenlampe. Mit der Laterne kann man doch gar nicht richtig leuchten. Aber ich bin doch deine beste Freundin. Sally Stern, Sophie soll doch endlich mal mit mir duschen. Oh. Wow, schön. Ich habe mir's überlegt, wenn du unbedingt möchtest, kann ich dir meine Taschenlampe ja mal auslehnen. Nicht zu viel da rumknipsen, da geht die ganze Batterie runter. Will sie wieder zurückhaben? Oh nein, ich habe sie doch erst gerade eine Minute. Ha, das ist aber meine und ich möchte sie jetzt wieder haben. So eine will ich auch haben. Oh, bitte, bitte. Ich möchte doch so gerne eine Taschenlampe. Ich habe gesagt, nein, mein Liebe. Du hast erst gerade ein neues Velo bekommen. Vielleicht auf die Weihnacht. Bitte, Mami. Eine ganz kleine Taschenlampe. Es ist total wichtig. Ich will auch Taschenlampe. Tut mir leid, Laura, aber ich bin gleicher Meinung wie dein Vater. Man muss auch mal warten können. Bis an der Weihnacht. Das dauert ja noch 100 Jahre lang. So, hopp, 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 ihr Lieben. Die Sonne scheint und der Schnee ist wunderschön. Oh, du hast ja deine Taschenlampe dabei. Darf ich sie mal? Sophie, Laura, ihr habt euch ja gar noch nicht angelegt. Jetzt aber schnell reinschleifen und vergessen den Schal und die Händchen nicht. Und die Lampe lasst ihr bitte gerade in der Garderobe. Beim Spielen stört sie doch nur. Ja, Laura, du träumst doch wieder. Komm, hilf doch den anderen beim Schneemann bauen. Sally Stern, hast du gesehen? Wir haben heute eine ganze Schneemann-Familie gebaut. Der Sophie ihre Lampe. Wie die echt leuchtet. Jetzt bei dem schönen neuen Schnee. Schau mal, man kann den Strahl grösser und kleiner machen. Schau, das sind dem Schneemann seine Kinder. Und da ist der Schneemann-Vater. Und da ist die Schneemann-Mutter. Hallo, Laura. Da schau, du hast ja schon deine Jacke an. Hast du auf mich gewartet? Oh, hoi. Ja, ich... Ja, wenn du so brisant hast zum Heimgehen, dann helfe ich dir geschwind. So, jetzt noch der Rucksack und schon können wir gehen. Tschüss! Auf Wiedersehen. Bis morgen. Adieu. Laura, hast du endlich den Rucksack ausgepackt? Ja, habe ich schon längst. Aber da ist noch etwas drin.
Sicher nicht. Sicher schon, hast doch ganz genau gesehen. Psst, bist doch nicht so laut. Hopp, nur wenn du es zeigst. Zeigen. Es ist eine Taschenlampe. Mit der kann man ganz tolles Licht machen. Oh ja, Licht machen. Psst, ja, sofort. Licht machen. Also gut, du hast es so wollen. Wow, ich bin der große Friedhofsgeist. Wow. Mami, Papi, Hilfe! Psst, das war doch nur Spass. Bleib ruhig. Um Himmels Willen, was ist denn los? Und warum haben das Licht abgelöscht? Weil ich hat doch nur Spass gemacht. Aber der Tom ist halt immer gerade so ein Scheisshas. Kein Scheisshaus. Ja. Und alle Nicht-Scheisshasen kommen jetzt mit mir Zähne putzen. Hey du, die ist doch von der Sophie. Ja, sie hat sie mir ausgelehnt. So. Das ist aber sehr grosszügig von deiner Freundin, dass sie dir ihre neue Lampe lehnt. Also dann, 10 Minuten darfst du noch ein bisschen spielen. Aber dann mach die auch für ins Bett parat, ja? Oh nein, jetzt ist auch noch die Batterie drin. Sally Stern, ich kann nicht schlafen. Ich habe der Sophie die Lampe genommen, die Batterie leer gebraucht und die Mami und der Papi auch noch angeschaut. Kannst du nicht irgendetwas machen, dass ich schlafen kann? Und jetzt willst du auch nichts mehr von mir wissen. Hey, das ist meine. Jetzt hast du es verloren. Und eine Dame hätte ich, bitte. Laura, schlafst du noch nicht? Es tut mir so leid. Sophie hat mir die Lampe gar nicht ausgelehnt. Ich habe sie einfach mitgenommen. Und jetzt hat mich sicher niemand mehr gern. Aber Schatzi, wir haben dich doch immer gern. Na, jetzt beruhig dich zuerst einmal. Und ihr sind jetzt wirklich nicht mehr böse mit mir? Jetzt nicht mehr. Aber vorher schon ein bisschen. Vorher? Da hat die Mutter von der Sophie angerufen und gefragt, ob du vielleicht aus Versehen der Sophie ihre Taschenlampe eingepackt hast. Wir haben schon gedacht, wir müssen morgen mit dir schimpfen. Aber weil du es gesagt hast, bleibt uns das erspart. Und darum sind wir sehr, sehr froh. Genau. Und du wirst sehen, schon morgen, wenn du der Sophie die Lampe zurückgibst und dich bei ihr entschuldigst, ist alles wieder gut. Meint ihr wirklich? Und morgen früh holen der Papi und ich eine neue Batterie für die Sophie ihre Lampe. Überhaupt bist du ja eigentlich die allertollste Taschenlampe auf der ganzen Welt.